Also, ich beginne mit einem Bild vom Brandopferaltar. So. In Israel, im alten Israel, während der Wüstenwanderung von Ägypten ins verheißene Land, stand ein solcher Altar in der Stiftshütte, wurde immer wieder demontiert, weiter transportiert. Und in Jerusalem, das war die Stiftshütte, wo dieser Brandopferaltar stand, und in Jerusalem war er im Tempel, Vorhof. Und im Buch Mose lesen wir, dass auf diesem Brandopferaltar täglich Opfer gebracht wurden. Und mit diesen Opfern haben Menschen die Vergebung von ihren Sünden gesucht vor Gott. Und dieses Bewusstsein, dass wir Opfer bringen müssen in irgendeiner Weise, die sind in allen Religionen dieser Welt verankert, um die Beziehung mit Gott oder mit den Göttern in Ordnung zu bringen. Und wir lesen ja auch im Neuen Testament, dass der Lohn, also das Zahlmittel, um Sündenvergebung zu bekommen, Leben ist, oder gesagt eigentlich der Tod. Darum mussten im Alten Testament immer wieder Tiere sterben anstelle von Menschen, Blut vergossen werden, wenn Menschen gesündigt hatten. Dass die Sünde nur mit dem Tod bezahlt werden kann, das lesen wir im Neuen Testament. Der Lohn der Sünde ist der Tod. An den Ecken hatte der Altar Hörner und daran wurden jeweils die Opfertiere festgebunden vor der Opferung. Wir hören auch davon im Alten Testament, wie Menschen in Todesnot zu diesem Altar geflohen sind und sich an den Hörnern des Altars festgehalten haben. Das war der einzige Schutzpunkt, den es noch gegeben hat für zum Tode Verurteilte. Und dann wurde meistens eine Form von Los dann bestimmt, ob diese Menschen noch weiterleben können. Einmal im Jahr fand das Versöhnungsfest statt, Yom Kippur. An diesem Tag wurde zur Zeit des Tempels ein besonderes Opfer gebracht und das Blut dieses Opfers wurde einmalig in das Allerheiligste getragen. Das war das Zeichen für die Versöhnung des ganzen Volkes mit Gott. Die Zeit der Tieropfer ist vorbei. Schon im Alten Testament wurde ja eine Zeit angekündigt, das Kommen des Messias. Und dieser Retter kam nicht nur für das Volk Israel, sondern er kam für die ganze Welt. Eben dieser Opferaltar, Gott, das Gesetz für Israel. Gott hat im Neuen Testament einen neuen Altar aufgerichtet. Dieser Altar hatte auch 4 Ecken. Wir sehen diese 4 Ecken im alten Altar. Und er hat gesagt, dass dieses Heil nicht nur auf dem neuen Altar dem Volk Israel gelten wird, sondern der ganzen Welt. Es gibt ein wunderbares Wort, eine Verheißung im Jesaja, wo wir lesen, es ist zu wenig, dass du, gemeint ist Jesus, mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Könnt ihr die 4 Ecken im Kreuz erkennen? Für Israel galt ja das Opfer auf dem Altar und das Gesetz, das Gott von Mose empfangen hatte im Alten Testament, als der mögliche Weg für eine gereinigte Beziehung mit Gott, für das Leben, für Leben und Glauben. Und der neue Altar, den Gott aufgerichtet hat, ist nicht nur exklusiv für Israel, sondern die Ecken sind geöffnet nach außen. Es ist wie ein
kosmischer Raum entstanden um dieses Opfer, wo alles eingeschlossen ist. Jesus, ist auf diesem Altar gestorben. Der Vater im Himmel hat buchstäblich seinen Sohn auf diesem Kreuz festgenagelt. Er ist auf diesem Altar gestorben zur Erlösung für die ganze Welt. Sein Blut wurde vergossen für die Vergebung der ganzen Welt, für dich und mich. Der Altar ist nicht nur für ein Volk, sondern für das ganze Volk, für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos, auch für die Schöpfung. Und dadurch sind am Kreuz nicht nur die Opfer des Alten Testaments überflüssig geworden. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass dieses Bewusstsein für Opfer auf der ganzen Welt, in allen Religionen irgendwo gegenwärtig ist. Aber es gibt nur eine Antwort, die wirklich zur Gewissheit führt und zum Bewusstsein, meine Sünden sind mir vergeben. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Antwort, die uns am Kreuz gegeben wurde, lautet schlicht. Paulus sagt es, alle haben gesündigt. Alle haben die Herrlichkeit, also die Voraussetzung für eine geordnete, gereinigte Beziehung mit Gott verloren und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also es gibt nur ein Opfer, das wirklich mit unserer Sünde fertig wird. Keine Religion hat die letzte Antwort auf diese Frage, nur die Antwort durch Jesus Christus. Offenbarung, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Das Kreuz ist eine Geschichte, die wir wahrscheinlich nie in ihrer vollen Tiefe erfassen können. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der König über dem ganzen Kosmos, der Ewige, wurde vergänglicher Mensch, geboren in einer Krippe. Der lebendige Gott gab sich in die Hände von Menschen, von Geschöpfen. Er begann, wie wir, das Leben als total abhängiger Säugling. Er hat Muttermilch getrunken von der Brust von Maria. Er war ein Teenager, wie ihr. Er lernte Zimmermann. Aber schon in seiner Kindheit war ihm seine Berufung bewusst. Und dann, mit 30 Jahren ungefähr, nahm er seine Berufung auf und mit ihm brach buchstäblich ein Jubeljahr über Israel. Lahme konnten wieder gehen, Blinde haben wieder gesehen, Aussätzige wurden rein, Ausgestoßene bekamen ihre göttliche Würde zurück. Und dann nahm Jesus unser aller Sünde auf sich. Der Ewige, der Allmächtige. Und er wurde mit all dieser Schuld von Gott gerichtet, zum Tode verurteilt und am Kreuz festgebunden und geopfert. Der lebendige Gott, sein Vater, hat alle unsere Schuld auf ihn gelegt, damit wir Frieden haben. Und wie schon erwähnt, dieser Altar, das Kreuz mit den 4 Ecken, ist nach außen offen. Und darum konnte Jesus sagen, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Die Welt heute, wie wir sie sehen, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Paulus bestätigt ja diese Tatsache mit den Worten, alle haben gesündigt, die Herrlichkeit Gottes verloren, die Gott ihnen zugedacht hat, und werden ohne
Verdienst gerecht. Das ist auch einmalig. Jede Religion stellt Forderungen. Der Glaube an Jesus Christus ist nur auf Gott ausgerichtet. Er erfüllt alle Forderungen. Das gibt es in keiner Religion auf dieser Welt. Die Gnade Gottes in Jesus Christus ist absolut einzigartig. Paulus schreibt, gehört jemand zu Christus? Hat jemand Vertrauen gefasst zu Jesus? Hat jemand sein Leben Jesus anvertraut? Dann ist er eine neue Schöpfung. Neu. All das verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Das habt ihr hier da vorne gesungen. Irgendwie, wir schämen uns nicht, oder in einem Lied. Paulus, genau. Und dann das Letzte in diesem Zusammenhang von diesem Wort, 2. Korinther 5, 17, 18, 19. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Ich möchte nun an diesem Kreuz, diesem offenen Altar, dem Kreuz der Gnade Gottes für dich und mich, der Gnade nachgehen, entlanggehen, und zwar mit Psalm 103. Ich bitte euch, Psalm 103, die Worte, die wir jetzt dann miteinander lesen, auswendig zu lernen. Das Minimum. Ihr sollt noch viel mehr auswendig lernen, Gottes Wort. Aber mindestens das. In wenigen Worten beschreibt David, wie er die Gnade Gottes persönlich erlebt hat. Ihr könnt gerade mitlesen, wenn ihr es lesen könnt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du jung wirst wie ein Adler. Über allem steht für David die Dankbarkeit. Dankbarkeit für Gottes Führung. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Übrigens, dieses Kreuz habt ihr nachher ausgedruckt. Das müsst ihr also nicht jetzt malen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, was David ursprünglich war? Ein junger Hirte, ein kleiner Hirte. Als Samuel die Familie von David besucht hat, kam er mit dem Auftrag, einen König von Israel zu salben. Es sollte einer der Söhne von Isai sein. Und da waren die meisten Söhne zu Hause, als er kam. Und dann stellte sein Vater stolz die Söhne vor. Und Samuel schaute sich die Söhne an. Und da war dieser starke, älteste Sohn. Und Samuel dachte, das ist er. Also er war es nicht. Auch der zweite, dritte und so weiter war es nicht. Es war keiner. Einer fehlte. Es war David, der noch bei den Hirten, also bei den Schafen und bei den Tieren war. Und dann war es David. Die eindrückliche Geschichte von David begann. Samuel salbte diesen jungen Mann zum König über Israel als Teenager. Gott erfüllte David schon damals mit seinem Geist. Und
durch die Gnade Gottes wurde David zum Mann nach dem Herzen Gottes. Alles. Und das war viel Schweres, was David erleben musste, bis er König wurde, diente seiner Berufung. Sein ganzer Charakter wurde geformt für die zukünftige Aufgabe durch eine Zeit schwerer Verfolgung. Was David erlebt hat und wie er die fast unerträglichen Herausforderungen überwinden konnte, können wir nachlesen in den Psalmen. Kein Buch der Bibel bestätigt so stark die Wahrheit, die Paulus im Römerbrief zusammenfasst. Ihr kennt die Worte Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Heil dienen, zum Ziel, das Gott mit deinem Leben gesetzt hat. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, wie David. Und wisst ihr, welchen Satz, dass man am meisten lesen kann, am meisten wiederholt wird in den Psalmen? Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Dankt dem Herrn. David weiß um die Unendlichkeit der Segnungen Gottes in seinem Leben. Er weiß, dass alles gut war, was Gott in seinem Leben zugelassen hat. Er weiß, dass auch alle Zerbrüche, alles Leiden, alle Schicksalsschläge ihn näher an dieses Ziel gebracht haben, das Gott für sein Leben vorgesehen hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen zur Dankbarkeit gegenüber Gottes Gnade in deinem Leben, gegenüber allem, was Gott bis daher zugelassen hat und noch zulassen wird. Paulus, der ins Gefängnis geworfen wurde. Paulus, der gegeißelt, der sogar gesteinigt wurde. Er war in einer solchen Bedrängnis, dass er den Eindruck hatte, jetzt muss ich sterben. Und Paulus ermutigt uns mit den Worten, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank, dem Vater, für alles, alle Zeit, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankt Gott dem Vater für alles, alle Zeit. Die zweite offene Ecke am Kreuzaltar, Vergebung mitten im Zerbruch. Viele werden die Geschichte kennen, als der Prophet Nathan dem erfolgreichen König ins Gesicht hinein sagt, du bist ein Mörder, du bist ein Ehebrecher. Und David hätte genauso reagieren können, er war nämlich dadurch, dass es öffentlich wurde, ein zum Tode Verurteilter. Und viele Könige nach ihm haben was gemacht? Sie haben die Propheten, die sowas sagten, zum Schweigen gebracht. Sie haben sie umgebracht. David hätte das auch tun können. Aber in dem Augenblick, als Nathan ihm die Schuld vor Augen hielt, da bekennt David seine Schuld. David ist nach dem Ehebruch und Mord an seiner Schuld zerbrochen und er hat die Erfahrung in 7 Bußpsalmen verarbeitet. Psalm 103 gehört nicht dazu. Hier schreibt David wie eine Zusammenfassung seiner Erfahrung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst. David erlebte eine vollständige, tiefgreifende Vergebung und Erlösung von seiner Schuld. Wie tief diese Vergebung war, möchte ich im letzten Gedanken nochmals aufgreifen. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle auf die Frage eine Antwort finden, wie
kann ich Gottes Gnade für mich in der Tiefe meines Herzens erfassen lernen und verstehen und erleben. Menschen, die in den Abgrund ihrer eigenen Sünde und Schuld gesehen haben und die Sünde erkannt und auch bekannt haben, dazu gestanden sind, denen braucht man die Gnade Gottes nicht mehr zu erklären. Die haben das erlebt. Ein Lied eines englischen Methodistenpfarrers bringt das besonders stark zum Ausdruck. Die Älteren werden es noch kennen. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchze voll seliger Freud. Jesus ist treu. Das kann nur jemand von Herzen singen, der es auch erlebt hat. Ich habe mich in der Vorbereitung an eine Seniorin erinnert, die mir erlaubt hat, nach ihrem Tod von ihrem Ehebruch und ihrem Bekenntnis zu erzählen. Sie hat das erst im hohen Alter bekannt. Sie wusste gar nicht, wie sie anfangen sollte mit ihrem Bekenntnis. Und dann ist es geschehen. Und diese Frau hat sich anschließend wie neu geboren gefühlt, kurz vor dem Sterben. So eine große Freude und Dankbarkeit. Wie lange tragen Menschen oft ihre unvergebene Schuld mit sich herum? Was für ein Geschenk, wenn ich keine Ausreden mehr suche, wenn ich aufhöre, andere anzuklagen, ohne Verschönerungen meine Schuld bekenne und um Vergebung bitten. Gnade kann nur der erfahren, der sie auch für sich persönlich in Anspruch nimmt. Die dritte Ecke vom Kreuzaltar. Heilung für die verletzte Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. In einem Bußpsalm bekennt David, Psalm 32, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Sünde verletzt, Sünde verwundet, sie verletzt mich und die Menschen, an denen ich schuldig werde. Sünde braucht sehr oft nicht nur Vergebung, sondern auch tiefgreifende Heilung. David machte unter anderem eine schreckliche Zeit durch mit seinem Sohn Absalom. Absalom versuchte mit List und Intrige die Königsmacht an sich zu reißen. Sie war für Salomo bestimmt. Aber es gelang ihm für kurze Zeit. David wollte keinen offenen Krieg mit seinem Sohn und floh in die Wüste mit seinem Heer. Absalom demütigte seinen Vater öffentlich. Er verging sich an den Frauen seines Vaters öffentlich. Er jagte ihm nach mit seinem Heer mit der Absicht, seinen Vater zu töten. Auf der Flucht wurde David wie ein Hund verhöhnt von einem Verwandten aus dem Hause Saul. Seine Männer wollten den Mann töten, aber David wehrte ab mit den Worten: Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Abischai und zu allen seinen Großen: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht auch jetzt der Benjamiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm erlaubt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten. David hat gelernt, mit Rückschlägen zu leben. Er wusste, dass er eine Berufung hatte von Gott und er wusste, wie tief er selber in die Sünde fallen konnte. Er kämpfte, wenn er kämpfen musste,
aber er war auch bereit zu leiden, um Gott das Gericht zu übergeben. Er wollte seine Hand nicht an Absalom legen, sondern vertraute diese abgrundtiefe Gemeinde einfach Gott an und gesagt, Herr, kümmere du dich darum. Gott sollte darüber richten. Und das David lernt an dieser Stelle und nicht nur an dieser eine ganz wichtige Lektion, wie wir Heilung erleben können, wenn Menschen an uns schuldig werden. Am Ende hören wir David beten, als der Herr ihn von allen seinen Feinden errettet hat, mit den Worten 2. Samuel 22, der Herr ist mein Fels. Er ist meine Burg. Er ist mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils, mein Schutz, meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Heilung. Heilung. Und das 4. Eck des Kreuzaltars, das Schönste, eine Krone für die Ewigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben erlöst, vom Verderben erlöst und dich krönet mit Barmherzigkeit. Was für eine wunderbare Worte nach all den Tiefschlägen, die David erlebt hat. Er, der König, er ist schon gekrönt, menschlich, wird mit einer Krone gekrönt, erlebt, wie sein Herz und seine Zukunft gekrönt wird. David wird mit der Krone der Gnade ausgestattet. Er erlebt eine so tiefgreifende Vergebung, dass er sich wie neugeboren fühlt und wie ein Adler in die Luft schwingen kann. Ich habe das schon oft erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin, ganz kurz, mit etwa 10 Jahren, in einem Kinderlager in Beatenberg. Ich habe gehört, wie man sein Leben Jesus anvertraut. In der Mittagspause in diesen 3 Stockbetten habe ich gebetet. Jesus, ich will mein Leben dir geben, dir anvertrauen. Und dann konnte ich nicht warten, bis die Pause vorbei war. Und dann bin ich herausgesprungen, weil ich gedacht habe, jetzt kann ich fliegen. Ich kann so hoch springen, ich bin so leicht. Der Sprung wurde dann nicht ganz so hoch, aber die Freude ist geblieben. Es gibt kein größeres Geschenk als ein reines Gewissen und die innere Gewissheit, Gott liebt mich. Ich bin sein Kind. Er ist mein ewiger Vater und ich werde die Ewigkeit mit ihm erleben. Diese Gewissheit ist einzigartig. Es gibt keine Religion dieser Erde, die diese Gewissheit hat. Nur in der Person von Jesus Christus. David wird noch auf eine andere Weise gekrönt. Er bekommt die Verheißung eines ewigen Königtums. Nicht nur sein Sohn, viele Nachfolger von ihm sollen gekrönt werden, bis der Stammbaum bei Maria und Josef endet. Der Messias Jesus wird aus dem Stamm Isais geboren werden, Vater von David. Und damit wird das Königtum von David ewig sein. Wie kann es nur sein, dass Gott einen Ehebrecher und Mörder in die Stammeslinie seines Erlösers hineinnimmt? Das ist Gnade. Gnade, zu der wir alle berufen sind. Söhne und Töchter Gottes sollen wir werden, in das Bild des Königs Jesus gestaltet werden und am Ende die Krone des Lebens empfangen. Haben wir sie verdient? Wenn wir meinen, ja,
haben wir keine Ahnung von der Gnade. Wenn wir meinen, Gott müsste eigentlich zufrieden mit uns sein, gehen wir mit Sicherheit verloren. Nein, wir haben sie nicht verdient, diese Gnadenkrönung. Sie ist ein Geschenk für alle, denen es bewusst geworden ist, wie dem Hauptmann in Kapernaum. In der Gottesdienstliturgie der katholischen Kirche wird das bis heute gebetet. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dieser offene Altar, das Opfer des Sohnes Gottes für unsere Sünden, umschließt die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Dich und mich, der Glaube in Jesus Christus ist einzigartig und unterscheidet sich grundlegend mit vielen anderen Punkten von allen Religionen dieser Welt. Sprecht genauso über diese Wahrheit auch beim Kaffee anschließend und in den Hauskreisen. Und ich habe gehört, dass die Undi-Klasse auch noch darüber reden wird. Ich habe ein Blatt vorbereitet, vorne dieses Kreuz und hinten ein paar Fragen, die anregen können dazu. Vergessen wir nie mehr das einzigartige Geschenk der Gnade, diese 4 offenen Ecken des Kreuzaltars, Dankbarkeit für Gottes Führung, Vergebung mitten im Zerbruch, Heilung für die verletzte Seele, eine Krone für die Ewigkeit. Und jetzt, zuletzt, einfach nochmal, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der mit Gnade und Barmherzigkeit und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du uns diese Gedanken mitgegeben hast. Mir zuerst, Herr, du hast zu mir gesprochen, mein Herz berührt. Und ich danke dir, dass wir mit dieser Gnade weitergehen dürfen. Herr, es ist dieses Fundament, dieser Boden. Was alles geschieht in unserem Leben, wir werden immer auf diesem Fundament bleiben. Christus, Jesus, wir beten dich an und wir bitten dich darum, dass du unser Glaube, unser Vertrauen an dich wieder neu festigst. Und daher, wo es Menschen gibt in unserer Mitte, die noch nie Ja gesagt haben zu dir, die noch nie Ja gesagt haben zu dem, was du am Kreuz für uns getan hast, lass es sie heute tun. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ja, ich danke dir, dass du dein Blut mich reinigt von aller Sünde. Ja, ich danke dir, dass du mich krönen wirst mit Gnade und Barmherzigkeit. Das will ich jetzt annehmen. Ich will mit dir leben. Ich will dir vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Jesus, dir gehört mein Leben. Amen.